Smarte Bahnsteige für mehr Orientierung. Ministerin verteidigt Sicherheitskurs von Luxair. Petition für Schutz von Tieren, die zum Betteln eingesetzt werden. Die Uferschwalbe ist der Vogel des Jahres. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 24. Februar 2026. Wer morgens an Luxemburgs Bahnhöfen auf den Zug wartet, kennt das Problem. Man steht am falschen Bahnsteigende, der Zug hält in der Mitte und dann entsteht hektisches Gedränge. Die CFL will genau das künftig verhindern. Neue digitale Anzeigen auf 14 Bahnsteigen zeigen nicht nur die geplante Abfahrtszeit und das Ziel des nächsten Zuges an, sondern auch die genaue Zugzusammenstellung. Fahrgäste sehen so vorab, wo sich die Wagen der ersten und zweiten Klasse befinden und wie lang der Zug insgesamt ist. So lässt sich schon vor der Einfahrt der richtige Platz finden. Zusätzlich markieren große Buchstaben wie A, B, C oder D die Abschnitte des Bahnsteigs. Das reduziert Gedränge, erleichtert den Einstieg für Radfahrer sowie mobilitätseingeschränkte Personen und verkürzt die Haltezeiten. Die CFL plant, das System bis zum Sommer auf das gesamte Netz auszudehnen. Ein Hinweis für alle Grenzpendler, die mit dem Zug unterwegs sind: Die detaillierte Anzeige funktioniert aktuell nur bei Zügen der CFL selbst, nicht bei ausländischen Zügen. Ab nächstem Jahr sollen dann auch die Auslastungen der Wagen angezeigt werden, also ein echter Gewinn für alle, die ihre Fahrt komfortabler und stressfreier planen möchten. Ja, Luxair war in den vergangenen Wochen immer wieder in den Schlagzeilen, unter anderem wegen einiger Zwischenfälle und Diskussionen über die Servicequalität. Das war unter anderem auch Thema im letzten Pendler-Update. Die Ministerin für Mobilität, Yuriko Backes, hat nun Stellung genommen und die Prioritäten der Airline erklärt. Im Interview betont Backes, dass Sicherheit immer die oberste Priorität hat. Luxair investiere konsequent in die Flotte, moderne Infrastruktur und in das Personal. Die kürzlich gekauften Embraer-Maschinen erhöhen Effizienz und senken den Verbrauch, was der Airline wirtschaftliche Stabilität verschafft. Zu den jüngsten Verspätungen sagte Backes, häufig seien Wetterbedingungen oder Einschränkungen durch das Flugverkehrsmanagement verantwortlich. Faktoren, die alle Airlines gleichermaßen treffen. Den ganzen Artikel gibt's nochmal verlinkt in den Shownotes. Das luxemburgische Parlament hat demnächst dieses Thema zu diskutieren. Es wurde eine Petition eingereicht für den Schutz von Tieren, die zum Betteln eingesetzt werden, und diese hat innerhalb von 18 Tagen die nötigen 5.500 Unterschriften erreicht. Der Initiator der Petition betont, es geht nicht um obdachlose Menschen mit Hund, sondern um kriminelle Netzwerke, die Tiere gezielt ausbeuten. Gefordert werden konkrete Maßnahmen, um die Tiere besser zu schützen, Kontrollen zu intensivieren und Verstöße zu sanktionieren. Bisher zeigt die Bilanz, dass seit Einführung des Bettelverbots Anfang 2024 nur 12 Verstöße polizeilich registriert wurden. Ein Urteil liegt bislang nicht vor. Mit der Petition sollen diese Lücken geschlossen und die Rechte der Tiere gestärkt werden. Zum Abschluss noch ein Stück Naturwissen über die Moselregion. Die Uferschwalbe, auf Luxemburgisch Sandschmurvel, wurde von der Naturschutzorganisation Natur an Ömwelt zum Vogel des Jahres 2026 ernannt. Warum das wichtig ist? In Luxemburg brüten nur noch 110 bis 150 Paare und ihr natürlicher Lebensraum, sandige Steilufer von Flüssen und Bächen, wird immer seltener. Begradigte Flüsse hinterlassen Betonrinnen statt sandiger Abbruchkanten, sodass die kleinen Tunnelbauer auf künstliche Nistwände in Kiesgruben ausweichen müssen, vor allem eben entlang der Mosel. Dabei sind die Uferschwalben sehr faszinierende Koloniebrüter. Sie graben bis zu 70 cm lange Tunnel, allein mit Schnabel und Krallen, und ziehen darin bis zu 6 Jungtiere auf. Manchmal legen sie sogar noch eine zweite Brut nach, bevor die ersten Flügge sind. Also wer im Frühjahr an der Mosel unterwegs ist, sollte die Augen offen halten. Vielleicht entdeckt ihr eine kleine Sandschmurvel beim Flug ins Nest. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.